Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Krieg am Nahen Osten hat dramatische Konsequenzen für die Region. Dem iranischen Volk gilt, so wie als Fraktionschef das vor 2 Wochen gesagt hat, als Solidarität und als Unterstützung. Mit dem Krieg hat auch wirtschaftliche Konsequenzen hier, und die hat es gesagt, vor allem über den Energiepreis. Wir haben letzten Donnerstag schon am Detail darüber in der Kommission geschwärzt und Erklärungen vom Herrn Minister am Detail gekriegt zu diesem Thema. Was das geschieht, meine ich, das weiß mittlerweile jeder. Es sind eine ganze Partie Schiffer, die an der Straße von Hormuz blockiert sind. Das führt dazu, dass eine riesige Spekulation dabei ist, Markt ist, will der Petrol oder will wenig Petrol ein Schlo blockiert, das Petrol und Gas. Wir haben aber an der Tumaheren 5% vom Petrol kommen aus der Region an Europa. Das heißt, wir haben aktuell kein Problem von Quantitäten, mit das echte effektive Problem vom Preis, den auf Spekulation zurückzuführen ist. Und das unterscheidet auch die Situation mit der von 2022 beim Ukraine-Krieg, wo der Grund vom Gas oder die Lieferungen zu waren, am nächsten Jahr hineinkommen. Du hast den Preis, wie er gesagt hat, über $100 der Barrel geklommen. 2022 waren wir bei $130. Und das ist auch nicht außergewöhnlich, dass bei großen internationalen Krisen der Preis immer ganz hoch geht. Ich habe mal nur geguckt bei der iranischen Revolution, bei den Irakkrieg am arabischen Frühjahr, Al-Qaida, war der Petrolpreis über $100 der Barrel gegangen und hat sich dann noch beruhigt. Wir haben effektiv die Situation von der Spekulation, die dazu führt, dass Preise die Enker ganz sehr abgerufen. Letzte Woche hat man Schwankungen auf der Pumpe von -5 Cent. Wir hatten aber auch gestern eine Annonce von +8 Cent. Und dann waren wir bei einem Preis von 1,85 €. Und ich finde es auch interessant, fand, dass ich auf Video und auf Social Media Preise von 2,20 €, 2,30 € gesehen habe. Ich weiß nicht, wo die Leute tanken gehen, mir auf jeden Fall nicht heute zu Lützeburg. Das ist natürlich eine schwere Situation, die da ja Energiepreise für die Leute, die auf den Auto angewiesen sind, für die Leute, die müssen heizen, und auch natürlich für die Betriebe, die man Petrol müssen schaffen. Dafür ist es wichtig, dass wir die Situation am Ende behalten, dass wir gucken, wie geht es hier. Dass ich nicht kriegt Krieg, wie er verlebt, ein Ende, oder geht die Situation für und hält den Iraner als Anfang als Geisel mit der Energie über eine lange Zeit. Man muss dann die Regierung intervenieren. Eine Mesure, die am Koalitionsakkord vorgesehen ist, ist dann die Inflation zu schnell vorgeht, wenn 2 Indextranchen Giften abfallen, dann müsste die Regierung oder ging die Regierung eine Tripartite zusammenrufen. Ich meine, verschiedene sind froh, mit Tripartiten einbauen, die hoffen wir natürlich zu spüren. Aber wenn es so geht, dass die Inflation so sehr vorgeht, dann geht die natürlich zusammengerufen, um Lösungen zu sichern. Es steht ja klar, dass 2 Indextranchen müssen nach kurzer Zeit zerfallen. Und die Inflation haben wir aktuell noch nicht. Dafür sind wir der Meinung, dass es noch nicht so weit ist. Der Herr Minister hat ja sich mit beteiligt, an der europäischen Kooperation für Petrolreserven zu mobilisieren, weil ihn einfach den Markt weisen, dass genug Petrol da ist, für die Spekulation entgegenzuwirken. Natürlich ist das nicht eine kleine Maßnahme, weil da auch Hannover der Petrol muss angelagert gehen, Druck auf Preise. Was ich aber will so dass als Reaktion auf die Austeritätspolitik, die wir hier kriegen. Ich meine, dass keine andere Regierung wie die Leute wirklich entlastet wird. Und sie hat dadurch gezielt als sozial gemacht. Wenn wir wollen die Energieprim denken. Eine Energieprim, die da ist für denen steht, die am meisten in der Richtlinien an die am meisten Revenuen zu helfen. Bis zu 1.050 € kann ein Staat mit 4 Leuten kriegen, die ein Revenu unter 7.000 € hat. Das ist Sozialpolitik, wo man gezielt helfen und nicht einfach über den Preis. Dann ist für die Elektrifikation, für uns drei, respektive für den Preis von der Energie zu unterstützen, auch Hilfe gegen beim elektrischen Strompreis über die Netzkosten. Und da verfreue ich mich an dem Kader, wo da sieht, dass man spuren muss, machen mit all den Sachen, die da annonciert sind. Und noch an der Energietransition, an der Klimapolitik wird ja nicht gespurt. Das ist eine Prozedur, die wir just darüber geschwärzt haben, wo mehr erneuerbar lanciert wird mit 51 Mesuren. Und das ist nicht alles eine Sache von Suen, das ist auch viel eine Sache von Prozeduren, eine Sache von Plätzen, wo kann gebaut gehen, und auch eine Sache von der Infrastruktur. Und da war es natürlich wichtig, dass man mit Infrastruktur weiter beschäftigen, Infrastruktur von Netzen, Infrastruktur von Fernwärmenetzen, wie gesagt, Speicherstrategien für so die erneuerbaren Energien mehr interessant zu machen.
Dann ist natürlich wichtig, dass man Kooperationen machen, Kooperationen an Europa, aber auch Kooperationen über Europa raus, weil ich meine auch, dass man nicht all die Energiewerte selber produzieren. Also Regionen wie Nordafrika aber werden extrem wichtig für den europäischen Kontinent sind, für dort in Zukunft Energie zu kaufen. Also als Konklusion, wir sollen keine Panikreaktion haben, wir sollen Situationen am Ende behalten mit den Modellen, die wir haben, mit den Mechanismen, die wir haben. Und da sind wir auch zuversichtlich, dass wir durch die High-Krise-Werte kommen. So nicht mehr.